Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission der Blick auf Europa. Auf Stoßbüsch das Woche. Ich wollte für dich über den Dossier schwätzen, wo ich ein bisschen drauf geschafft habe, dass Straßenverkehrssicherheit, wenn ich so ein bisschen drauf geschafft habe, dann ist das eigentlich ein bisschen drin, weil ich schaffe schon mehr lange drauf, schon ein paar Jahre drauf. Und es geht immer im Neues auf dem Dossier. Wir haben einen Initiativbericht gestartet, wo wir dann auf die Fahrerassistenzsysteme ein bisschen mehr am Speziellen angehen. Ihr wisst, dass der Zukunft ist, im Moment von den so Packagen schon bei ein bisschen mit teuren Autos. Und das im Parlament in Ulleis gewirrscht, für das erstens mal zu verallgemeinern und noch ein bisschen erschwinglich zu machen. Und das ist ja so, wenn ein Produkt ein bisschen mehr oft hergestellt wird, verkauft wird und so weiter, da geht der Preis natürlich rauf und da kann in Zukunft auch zu Sachen wie Spur-3-Assistenzsysteme für Spurtrei zu bleiben, für Notbremsen anzulegen, ihr dem anderen seine Luten zu gehen, für zum Beispiel Alkohops, für die Alkoholoks, pardon, kleine Lapsus, Alkoholops für die zu installieren bei Chauffeur, die professionellen erwähnt sind, aber auch bei jungen Chauffeur, für die zu schützen. Wie gesagt, Fälle aber nach 25% von den tödlichen Accidenten sind auf den Alkohol zurückzuführen. Das ist nicht immer so, dass 92% überhaupt von den Accidenten auf menschlich Fehlverhalten zurückzuführen ist. Und dafür, wie gesagt, die Assistenzsysteme, deren an der Zwischenzeit ganz viel geht, die Entwicklung geht riesig für und auch Lützeburg hat Betriebe, die daran ganz stark aktiv sind, ganz stark investieren, innovieren. Und dafür wird man nur auf dem Dossier zu schaffen. Die Frage ist natürlich vielleicht die ganze Zeit, was mein Kollege Frank Engelheim möchte. Wir schwätzen über die Rechtsstaatlichkeit von Malta. Die Rechtsstaatlichkeit als ein grosses Sujet innerhalb der Europäischen Union. Wir stehen 3 zu 1 Werte. Und das ist im Moment ganz schwierig. Frank, und du bist responsabel gewesen für die DVP an dem Dossier Rechtsstaatlichkeit auf Malta. Wie steht es mit der Rechtsstaatlichkeit in Europa und wie steht es auf Malta im Speziellen? Jo, an Europa steht es eigentlich, was die Union belangt, gut, aber was die meisten Memberstaaten belangt auch. Es gibt diesen oder den Hick auf Plätze, mit das aber nicht, was besorgniserregend, viel mehr besorgniserregend, dass die Situation zu unterlangen, wie wir wissen, in Ungarn, in Polen noch, weil es 2,5 Jahre, so lange wie die Regierung, die aktuell am Pouvoir ist. Und dass es doch zunehmend ging auf Malta, was man nicht so im Radar hatte während langer Zeit, weil kleine Insel, weit weg, nicht ganz viel Präsenz an den europäischen Institutionen. Ja. Es gibt auch von Malta aus nicht so viel Tamtam gemacht. Aber du kommst ja für eine Reihe von Wochen zu dem gewaltsamen Tod von einer investigativen Journalistin. Ja. Dem Daphne Caruana Galizia an dat Phänomen hat natürlich dazu gefordert, dass wir alle Blicke auf Malta gerichtet wären, weil man als gefragt hat, wie kann dann am Jahr 2017 mit an der Europäischen Union ein Journalist umbrucht gehen, offensichtlich wenn der Erbestie gemacht. Ja, etwas, was man von Kolumbien oder Mexiko mal hören. Russland zur Not, nicht der Europäischen Union. Schon gar nicht ein Vakanzenparadies wie Malta, das was vielleicht so als Bild von Malta haben. Und da muss ich sagen, wir beobachten es lange Moment. Das tun wir am Kader von der Enquetekommission zu den Panama-Revelationen wo übrigens Daphne Caruana darauf geschafft hat, intensiv. Ja. Da ergibt sich, dass scheinbar dass die aktuelle Regierung auf Malta am Pouvoir ist. Konsequent Privatinteressen sich der Staat untertan gemacht und an all den Institutionen. Was natürlich extrem problematisch ist, nicht nur, wenn am Tod von einem Menschen resultiert, den darüber enquetiert als Journalist, mir einfach, weil es keine Verlässlichkeit mehr gibt, ob Malta von den staatlichen Institutionen, es hilft dann, teilen sie mit Zuwendungen funktionieren. Und das dreht rundherum die eine oder die andere Bank, die gezielt genutzt wird, am maltesischen Finanzsystem für Geldwäsche zu betreiben. Ein Geldwäsch, ein Korruptionssystem, an dem Höchstvertreter vom Staat auftauchen, auch an den Panama Papers. Das wird zudem mit mehr oder minder geheime Konten, die von Aserbaidschan aus, interessant, Aserbaidschan, ne, schon immer alimentiert gehen. Auf viel Presseerkenntnisse von der letzten Zeit so noch Aserbaidschan behandelt, auch betrügt Malta mittlerweile eigentlich als eine von seinen eigenen Provinzen. Weil sie da können schalten erwarten, wie sie wollen. Wenn man da weiß, dass der Staat, nicht nur weil der Staat so will, weil ein Journalistennetzwerk, das sich mit organisierter Kriminalität und Korruption beschäftigt,
déifir enger Reihe vu Wochen epangléiert huet fir ein globales Netzwerk vun Korruption op allerhöchstem Niveau a mat ganz konsequente finanzielle Mëttlen. Innerhalb vun dem System Malta eng afir gehowe Rolle spielt. Da versteht ihr besser, wofür ob Malta bestimmte Sachen nicht enquetiert gehen, zu bestimmten Vorfällen, Revelationen nicht gesucht wird, die Regierung auf der anderen Seite guckt, das Justizsystem matt. Aber Madame Caruana Galizia, wie das der Fall wäre. Während ihrer Enquete sich die Autoritäten werden, da sieht, ich bin permanent bedroht. Ja, das inklusive Morddrohungen. Punkt, ja. Als hij Schutz zu kriegen, ja. An die Antworten dann, oh, das mengt ihr nicht mehr so. Ja, das ist viel bei dir. Voilà, ja. Und dann flitzt dann an die Luft mit ihrem Auto, das ist immer eine höchst problematische Lage. Eng froh um hun eng Resolution ausgeschafft, die als fraktionsübergreifend gëtt gedroen. Wat steht bis an der Resolution, dat hi wat fordere mir als Parlament lo zu der Situation do? Wir fordern Kommission op. Rechtsstaatlichkeitsdialog mit Malta zu engagieren, das ist ein Vierstuf zum Artikel 7 Verfahren, was man heute nicht nennen, weil du immer noch nicht. Wir hätten gerne, dass den Dialog enclenchiert wird, für mal rauszufinden, was dann alles so nicht so rollt, wie es soll. Wir hätten gerne, dass der Pilatusbank, so heißt der Verein, hier Lizenz überprüft wird. Der ist nämlich über Christtag 2013 bannend 10 Tage oder so Durchgang von der Richter Demand bis zur Lizenz. Was scheinbar auch auf Malta das erste Lizenzierungsverfahren für eine Bank war, was je über die Bühne gegangen ist. Über Christtag, wo ihr wahrscheinlich aber trotzdem leider auch ein bisschen vakant sind, du hast Grund. All berechtigt Zweifel, für zu Mengen, aber du musst Blick drauf werfen. Da gibt es Revelationen von einer maltesischer Überwachungsstruktur, über Korruptionstatbestände vis-à-vis von Vertretern von der Regierung, denen nie Suiten gegaufen, wo man fordern, dass die Suiten passieren, weil die Rapporte leider fehlen. Es gibt gut Grund für unzuholen Daten, da müsste weiter enquetiert gehen, der das aber dann der Justiz für das zu machen, die hat das nicht gemacht. Voilà. Dann so an aller Deutlichkeit eine Reihe von Praktiken, die Malta so betreibt, für sich zu finanzieren, müssen eigentlich abhalten. Malta verkauft Pass. Ja. Und mehr oder minder gut beduchte Leute, von egal wo, auf diesem Globus, mit theoretischen Konditionen, von denen es wiederum gute Grund gibt, unzuholen, dass hier Erfüllung überhaupt nicht überprüft wird. Dann andere Mächer, wie der war ganz speziell, als andere Fälle an der Europäischen Union. Also ich muss ja sagen, ich habe de toute façon für verwerflich für Staatsbürgerschaften zu verkaufen. Ja, absolut. Eng Staatsbürgerschaft das ist wat materielle Allegeance zu einer bestimmte Staat zu den hat an Europa feiert sie auch nach zu der europäischer an zu der Bewegungsfreiheit innerhalb von der Union, nicht nur dem Schengener Raum mit der ganzen Union. Das kann ich nicht verkaufen. Das kann ich nicht, just weil ihnen genug Geld dafür hört, für 1 Million oder 2 oder ich weiß nicht, was der Konto war. Das geschieht aber auf Malta scheinbar eine große Dimension. Ja, wie wir vorgestern heute Debatte hatten, war der maltesische Premier Aldremenke Detail. Wir werden zu Hongkong für Pass zu verkaufen. Auch das wird von uns intensivst moniert, wenn man so eine Kaya wollen nicht sind, dass der Staat einen Wirtschaftszweig möchte aus dem Erwerb von seiner Staatsbürgerschaft. Schon gar nicht an der Europäischen Union. Wenn das irgendwo am afrikanischen Kontinent geschieht, dann haben wir da keinen Abfluss. Und da geht das auch nicht mehr begrenzt. Maltesisch Journalisten, maltesisch Bürger, die nicht Journalisten, die versuchen, mit maltesischen Pass auf bestimmte Plätze hinzureisen, dürfen da ganz eigenartige Kontrollprozeduren ausgesetzt. Kann ich mir vorstellen, weil das ja aber... Ich bin von einem Hören, was der Kollege von Hasan Plus, der auf Sri Lanka war, an den da gestoppt wurde von der Grenzpolizei. Also so lange du festgehalten gouf, bis sie abgedriven hatten, den Maltesisch kommt, für mit ihm Maltesisch die Schweizer herauszufahren, ob er wirklich Malteser ist. Also wenn wir da landen, dann haben wir ein Problem. Den muss man lesen. Lo hueste mat recht op hingewiesen, dat hecht dat die Vermischung vu Justiz an vu Politik, vu Gouvernement, so die Ënnerstellung vun der Justiz per rapport zum Gouvernement, kann in dat mat Polen an Ungarn vergleichen. Dat se bëssen de Vergleich den lo vun de Leiit gemerket. All de Rëmme Staat menge Min net direkt an Äwer. An Äwer sinn gewissen Ressemblancen dort ze festzustellen. Also Tabuen, die passerieren am Justizsystem, a Polen an Ungarn, diese gewollt von einer bestimmten Regierungskultur, die der Meinung ist, dass es außerhalb von ihrer Wohricht keine andere Wohricht darf gehen.
Und die versichern dat auch durch Justiz durchzusetzen, innerhalb von der Justiz durchzusetzen. Die Leute placieren und so viel. Op Malta ist es mehr auch ein Resultat aus der Tatsache, dass wir eine ganz kleine Gesellschaft ist. Du keine mehr etwas. Diese noch nehmen zu 430.000 Ja. und zwar mehr direkt Staatsbürger wie mir da aufgrund von unserer Ausländerquote mehr kleine Gesellschaft so oder Ja. so. Ja. Und das feiert dazu, dass auf Malta auch ganz allègrement Funktionen mit denen vermischt gehen, die eigentlich nicht mit denen zu vermischen wären, oder dass es zu Situationen kommt wie lo, wo den Polizist, den en charge ist, hauptsächlich en charge ist von der Enquete an dem Tod von Daphne Caruana, Ja. zufällig bestört ist mit einem Minister, mit einem Minister von der aktuellen Regierung, was eigentlich nicht geht. Auch wenn der Mensch vielleicht kann, will für sich Ja. unabhängig Ja. da agieren, wenn der da Assoziation lebt ja keinem. Ja. Und du musst eigentlich einfach entflasht gehen. Und du musst dafür gesorgt gehen, dass das proper kompartmentalisiert wird. Das kriegt ihn auch an einer kleinen Gesellschaft fertig, wenn er sich für dich hören. Und das muss man so hinkriegen. Für den Rest Wahrscheinlich besser hinkriegen. Ja. Enfin, wie gesagt, Personal ist begrenzt an das, dann einen, den der Tor als Beruf hat, mit einem bestört, dass die Politik möchte. Ja. Als vielleicht an einer kleinen Gesellschaft mehr wahrscheinlich, wie wenn das Deutschland oder Italien wäre. Absolut, ja, d'accord. Aber es bleibt, und du hast dann Ressemblance, dass der Pouvoir, den du hast, entweder kein Problem damit hat oder bewusst dabei feiert, dass die Justiz eigentlich an Polizeidienste auch Zwecke Dinge. Sachen, die nicht sollen, weiter Betriebe gehen an einer Enquete, die gehen politisch gestoppt, an die dann justiziell oder polizeilich damit beschäftigt werden, das zu machen, holen die Befehle entgegen an, handeln so wie die Regierung das von der Verleihung. Das geht nicht. Ja. Das geht nicht, das ist eine Entorse, die muss verschworen. Hast du gut gefehlt? Ich meine, die Kommission hat ja bewiesen bei Ungarn und noch bei Polen, dass sie aber gewollt, dass etwas zu machen, 40 gehen. Hast du auch das Gefühl, dass auf als Resolution reagieren, auch gegen Malta die nächsten Schritt erledigen? Also, es gibt ja zwei Sachen. Es gibt zum einen politische Proximitäten, wofür sie mir an der EVP auch nicht ganz frei. Ne? Alkes von Ungarn auf der Sendung stehen, weil die bei uns leider an der Partei sind. Ja. Es gibt ja das so gemerkt, wie wenn die mich schützen oder solidarisch mit denen sind. Das wir aber nicht machen. Ganz deutlich und oft genug distanziert. Der Gegenteil ist der Gegenteil, ja. Leider haben wir nur erlebt, die sozialistische Fraktion, Ja. wo der Malta ging, auch der Meinung war, du musst den Army vorsichtig sein, und das wäre aber alles nicht so schlimm. Und so führen. Ich fand das immens bedauerlich, weil mir ist es nur wirklich völlig wurscht. Wen du regiert für ein Verhaft. Voilà. Am Fall von massiven Rechtsstaatlichkeitsverletzungen konservativer Sozialisten, Christdemokraten oder Liberale und Pouvoir. Mich interessiert, dass da etwas so schief läuft, das Vertrauen von den Bürgern an die Staaten und Staatlichkeit total verloren riskiert zu gehen. Und das ist ein Phänomen, das man nicht können brauchen, weil daraus resultiert einen anderen Populismus, wie wir in Plätzeweise in Europa ja kennen. Daraus resultiert für allem, dass die Legitimität vom Staat an der von den Bürgern einfach erodiert. Ja. Und ich bin nicht allzu zuversichtlich, als der Staat, auch weil die Malteser einfach nicht da gesehen, dass sie Probleme sollen haben. Ja. Sie ducken sich weg. Aber trotzdem, müssen wir dann einfach Verhaft bekennen, wenn sie abgefordert gehen. Dann, Der Punkt ist, sie haben natürlich nach einmal gewonnen. Nur die Panama-Revelationen, die wir ja hatten, kommen zu einer Regierungskrise in Malta, weil ein Member von der Regierung, für die Fedron war, dem Premier, sein Kabinettschef, allen Premier seine Frau, impliziert waren an die Revelationen. Unterstützt von obskuren Gesellschaften, die do aserbaidschanisch Geld an der einen oder anderen Form hatten. Dann kommen wir zur Neuwahl. Ja, die hat die Sozialistische Partei überzeugend gewonnen, aber auch, weil die maltesische Chômagelandschaft, die nach da war, stündlich zu Staatsbeamten ging während der Wahlkampagne. Ja. Und das sind aber auch Phänomene, wo ich muss sagen, Herrgott, so kann ich aber nicht dauerhaft ein Land regieren. Ja. Ob all die Sachen muss die Kommission früher oder später angehen. Wir müssen auf jeden Fall denken, ich als Parlament doch nicht labber. Nicht labber, weil wir können nicht. Ja. Die Sachen müssen thematisiert sein, bleiben und verfolgt gehen, weil wir kriegen sonst dauerhaft ein Legitimitätsproblem an unserer politischen Landschaft.
Menge Frank, dat war en gut Konklusion, dat war auch en gut Schlusswort vun as klenger Entrevue. Merci fir d Matman. Du bereet fir iwwer rechtstättelechkeet an alles wat mat ze summen hängt Liberté, Libertéiten Wäter Moies Dat gesinn als Leiit net. Dat heecht Merci och doheem fir eich fir no kucken an bis die nächste Käier.